Lützeburg hat unsere Meinung noch bis heute nach keine Integrationspolitik gemäht, die den verdient. Wir haben die Leute kommen gelassen, weil wir sie gebraucht haben, aus wirtschaftlichen Gründen. Wir haben viel mit diesen Leuten zusammen geschafft und noch viel Geld mit diesen Leuten zusammen verdient. Wir wären nicht bereit, einen Teil von dem erwirtschafteten Geld zu reinvestieren an eine Integrationspolitik. Eine richtige Integrationspolitik hat aber ihren Preis hier als RDR, also doch dafür eine absolute Priorität, wenn wir von Investitionen schwätzen am Interessen von einer sozialen Kohäsion von unserer Gesellschaft. Für die RDR geschieht die Integration an erster Stelle über die Sprache. Kriterien am Gesetz über Doppelnationalität, was Sprachenkenntnisse anbelangt, gesehen wir dürfen auch als ein Minimum. Auch die Obligation für Kuren zu besichern über das Funktionament von unserem Staat und unserer Kultur gesehen wir als das Normalste. Auch andere Länder machen das. Und nach das Jahr wird zum Beispiel in unserem Deutschland das ist sicher nicht die Problematik hat, wie wir sie haben, ein Frohbau rauskommen, wo alle Leute, die die deutsche Nationalität wollen haben, müssen beantworten, wo sie müssen Kuren besichern, wo sie 300 Frohen kriegen mit Antworten, die sie müssen lernen, also über ihr Computersystem dann 30 Frohen einfach rausgespiegelt gehen, denen sie müssen beantworten. Das ist also etwas Normales an den anderen Ländern, als Lützeburg schenkt hat, aber eine Diskussion wert zu sein. Was Lützeburger Spruch selber anbelangt, hat der kürzlich eine ganze Reihe von Propositionen gemäht. Eine andere proposiert der Verankerung von der Lützeburger Spruch an Verfassung. Das Verfassung auch auf Lützeburg müsste übersagt gehen. Lützeburg als eng von europäischen Sprache müsste unerkannt gehen, ohne aber müssten administrativ oder Abteilungen übersagt zu gehen. Die Abwertung an Ausbau vom Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise, für ein Projekt am Gange ist, Abwertung vom Lützeburger Spruch an den Schulen, die Feierung oder Kreierung von einer Karriere als Lützeburg-Professor. Das Besichern von Lützeburger Sprachkursen für Leute, die zum Beispiel am Gesundheitssektor schaffen, muss obligatorisch gehen, dass die während der Arbeitszeit soll stattfinden, auch vom Staat organisatorisch und finanziell unterstützt muss gehen. Dass an der Fonction publique, was Lützeburger Sprach anbelangt, der Status quo muss erhalten bleiben. Dadurch als alltäglich Umgangssprach soll mehr auf Lützeburg gefördert werden, da muss mehr Politikreis dann auch unter Nuss holen. Wir haben als RDR 1989 die erste parlamentarische UFO auf Lützeburg gestaltet. Heute kriegen wir ungefähr 70% von den Antworten auf Lützeburg beantwortet. Am Anfang war das nicht so einfach. Wir stellen auch heute nach Frauen auf Französisch, wenn Frauen sind, die mehr juristischen Charakter haben. Aber wir kriegen auch von Administrationen Antworten auf Französisch, wenn sie mehr juristische Charakter haben, was wir verstehen, und was wir akzeptieren, weil es mehr einfach als verschiedene Fragen korrekt zu beantworten an der französischen Weg, an der Lützeburger Sprache. Wir allgemein Frauen gehen heute auch vollstaatlicherseits auf Lützeburg beantwortet. Es sei denn also, dass der Schritt für Schritt dahin kann gehen. Es muss ja noch so, dass Lützeburg viel mehr zu einer Kommunikationssprache kann. Als Jurend, wenn sie SMS oder sich mailen, geht praktisch exklusiv nach zwar einem neuen, einem gelungenen Lützeburg, DK, also der Kusan so viel geschrieben, wie sie schreiben, das ganz haut quasi Jurend alles auf Lützeburg. Wo wir nicht können, bei dem Gesetz über Doppelnationalität, und wir sind froh, dass an dem Gesetz klare Kriterien kommen, was Spruch anbelangt, aber wir nicht können damit einverstanden sind, dass als das gesucht wird, dass die von 1984, dass die nicht Lützeburger Spruch brauchen. Leute, die also, wenn das Gesetz erkraft wird, 25 Jahre hier am Land wohnen, die kriegen so zu brechen, Lützeburger Spruch nicht zu können, für die Nationalität zu kriegen, an die Leute, die los 7 Jahre oder zwischen 7 und 24 Jahre am Land sind, die müssen Lützeburger Spruch können. Herr Präsident, es gibt für uns keine Ursache, für eine Klausel an Gesetz zu setzen von 1984, für sich da einem Gesetz zu verstoppen, was sieht,
dass am Fondrecht 1984 Lützeburger Spruch offiziell über das Gesetz unerkannt wird, als eine Interpretation, die wir in keinen Umständen können akzeptieren. Weil auch bis lo wird Kondition für die Lützeburger Nationalität zu kriegen, Lützeburg und auch die Leute, die 1984 an Land kommen, müssten die Kondition erfüllen. Aber wenn die Regierung lo könnt sieht, 1984, dass wir den Datum, wo ein Spruch unerkannt wird, da gebe ich ja fairerweise appellieren, dass heute Lützeburg den 8. Oktober 1941 ein Referendum war, wo die Lützeburger aufgestimmt und unter dem Druck von den Nazien, dass hier Spruch Lützeburg für, spätestens von dem Datum an, wir sind auch da so, wir aber als Lützeburger Spruch, Lützeburg an sich nicht handelt, den Gesetzestext von 1984 verstoppen.